Hey, hey. Und wunderschönen guten Morgen aus New York. Ja, genau. Wir sind hier eingangs von der Brooklyn Bridge. Wir sind schon ein paar Tage jetzt hier in New York, haben dann ein paar Tage vor uns. Wir haben richtig Lust gehabt, wieder mal einen Vlog zu machen. Darum nehmen wir euch heute ein bisschen mit und ja, zeigen euch die Stadt ein bisschen aus unserer Perspektive. Kommen wir mit? Let's go! Ja, es ist schon krass unwirklich hier in dieser Stadt zu sein. Wir sind tatsächlich das erste Mal in New York. Wir haben es zwar schon so, ich glaube, seit wir uns kennen auf der Bucketlist, wir verbinden auch relativ viel mit dieser Stadt. Ja, ich glaube, ein paar Sachen können wir euch erzählen, wieso dass die Stadt so besonders ist für uns. Aber ich kann jetzt hier nicht alles aus dem Mal, sonst bin ich eine Stunde am Reden. Gehen wir doch mal schauen, was hier in Manhattan so los ist. Alles schön. Mega. Schöner Start im Tag. Genau. Mega unwirklich hier in New York. Ja, mega. Wir müssen uns immer wieder gegenseitig klemmen. Gell? Ist ein bisschen wie in einem Film. Ja, voll. Aber schön. Ja. Und es ist irgendwie schräg, dass wir wirklich so viele Jahre gebraucht haben, bis wir das erste Mal auf New York geschafft haben. Weil New York ist für uns so eine spezielle Stadt. Das erste gemeinsame Lied ist Empire State of Mind. Das war unser einziges gemeinsames Lied. Wir hatten zudem unseren Hochzeitstanz gehabt. Ja. Ja. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich nach fast 13 Jahren das erste Mal auf New York gekommen. Wieso? Ja, wieso? Ja. Für die uns auf Insta folgen, die haben die News ja vielleicht schon, Breaking News aus New York schon bekommen. Ja, wir sind auf Baby Moon. Können wir im Januar nachwachsen, oder? Genau, und wir denken, wir nutzen die Zeit jetzt nochmal in vollen Zügen. Und ja, gehen nochmal das zweite auf Reisen, solange wir das noch können. Und da würde ich sagen, ist New York ein würdiger Ort, um nochmal für die Zweisamkeit zu geniessen, oder? Ich würde sagen. Ja, der Kaffee war jetzt nicht unbedingt der beste, aber dafür war es sonst eigentlich noch recht günstig. New York ist ja sonst ein recht teures Pflaster, haben wir merken. Überall kommt noch City Tax und so dazu. Also teurer wie die Schweiz, würde ich sagen. Teurer wie die Schweiz, ja. Aber es ist eigentlich auch mal gut, wenn wir dann retour kommen, kommt es uns plötzlich günstig vor in der Schweiz. Ja. We would like to welcome Sophia. We would like to welcome Sophia. Come join the fun. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt vorher, aber ich glaube, das ist ein gutes Motto für uns, wenn dann da der Nachwuchs so ist. We'd like you to join the fun oder so. Mal schauen, ob es klappt, aber mit uns sollte es auch schon lustig sein.
So, wir sind jetzt hier in Soho, nicht mehr ganz. Wir sind die Strasse abgelaufen und plötzlich in Little Italy gelandet. Und da ist jetzt sogar noch irgendein Festival. Die ganze Strasse ab, hat es Foodstände und so. Leider haben wir schon gegessen, darum müssen wir das jetzt rauslassen. Auch wenn es ziemlich fein aussieht. Aber ich glaube, wir strollen jetzt hier gleich mal schnell durch und schauen, was die hier so für Stände haben. Okay, wir erleben gerade so einen richtigen Fan-Moment. Wir hocken hier vor dem Office von Casey. Für die den nicht kennen, wir werden ihn sicher mal oben verlinken. Aber das ist eigentlich so ein bisschen der Mann. Mit dem hat für uns alles angefangen. Ich glaube, ohne Casey gäbe es unseren YouTube-Channel nicht, gäbe es Storyflow wahrscheinlich gar nicht. Wir haben den wirklich vor über 10 Jahren angefangen zu schauen. Er war einer der ersten, der wirklich regelmäßig Daily Vlogs gemacht hat, direkt aus New York. Und der uns auch wirklich so fest dazu inspiriert hat, auch etwas in diese Richtung zu machen. Und ja, haben wir ihn vorher wirklich durchs Fenster kurz gesehen. Also er ist tatsächlich bei uns im Büro, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Er ist nämlich erst seit ein paar Wochen wieder zurück in New York. Ist jetzt über mehrere Jahre hat er in LA gelebt und hat jetzt pünktlich auf den, wo wir da sind, entschieden, dass er wieder zurück auf New York kommt. Voll. Also ein bisschen nervös bin ich schon, falls er jetzt wirklich gerade zur Tür rauskommt. Aber ich glaube, allzu lange bleiben wir da nicht hocken. Ich glaube, es wird dann nicht viel werden. Aber ich fühle es gerade schon recht. Ja. Es ist auch krass, wenn du so jemandem begegnest oder so jemanden so nah siehst. Das ist wie wenn irgendwie eine Figur aus einem Film plötzlich eine Realität wird. Also es fühlt sich gerade sehr, sehr surreal an, hier zu hocken. Wir haben die richtige Zeit ausgesucht. Ja, ich weiß auch meinen. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise. One day, I look out for you to soothe away the blues in your eyes. In your Mega schön gewesen. Ja, es war ein mega schöner Tag. Ja, mit einem würdigen Abschluss. Das ist wirklich mega cool. Gar nicht gewusst, dass die da, also die Staten Island Ferry, dass die gratis ist. Jetzt habe ich es vergessen. Ja, aber das hat sich jetzt mega gelohnt. Und wir haben es gerade in der rechten Zeit verwirrt. Stimmt so. Ja, hat alles gestimmt, alles aufgegangen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spass gemacht, heute mal mit uns unterwegs zu sein. Uns hat mega Spass gemacht, mal einen Vlog zu machen. Voll mega Spass gemacht. Ich habe richtig Lust bekommen, wieder mehr so Videos zu machen. Hoffen wir, wir schaffen das. Ja. Drücken den Daumen, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Das motiviert natürlich auch. Vergessen nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder im nächsten Video. Bis dann, haben wir euch Sorge. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss zusammen. Even if it all it seems I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New